Right from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Live und scharf, gutes Morgen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sind wir unterwegs auf einem ganz gediegenen Roadtrip und wir haben ein ziemlich geiles Gefährt mit dabei. Ihr habt es wahrscheinlich schon in den Instagram Stories gesehen. Und ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht mehr weiter und starten diesen Roadie. Nachdem haben wir uns auf den Abweg vom Montbray gemacht, sind dann durch die alten Gässli von Lugano zuerst mit dem alten T2 gefahren, haben uns dort auch noch die Haare gerichtet und uns frisch gemacht, sind dann in Lugano zum Morgen essen und haben auch noch kurz eine Rhyme-Session gehalten. Wir steppen durch die City, ich esse die Palm Freddy's. Es ist so früh am Morgen, doch ich mache mir keine Sorgen. Nach dieser Rhyme-Session und einem guten Morgen sind wir dann weiter von Lugano weg. Und wir haben zuerst natürlich noch das Öl kontrolliert, sind dann durch den San Bernardino und haben dort auf dem Weg ein bisschen gesungen und einfach die schöne Landschaft genossen. For deer in a headlight, like I'm off to a spa, catching fire before it ever starts. So, jetzt sieht man hier gerade. Bis oben, kann das sein? Wir haben dann gemerkt, dass wir unser Büsschen bei der Pause schräg angestellt haben und deswegen der Ölstand nicht richtig angezeigt worden ist. Wie ihr hier am Adis im Lachen angesehen hat sich etwas Lustiges ergeben beim Wendemanöver. Warte. Und da ist passiert. Wir haben innerhalb von ein paar Sekunden den ganzen Bus ausgeleert, weil wir vergessen haben, die Türen zuzutun. Wir haben dann noch eine kleine Pause gemacht, nach einem Ölcheck und haben dann noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Sind dann weiter. Dann sind wir schon in St. Moritz am Silvaplanersee gewesen. Am Silvaplanersee haben wir ein bisschen Zeit genossen, ein paar Fotos gemacht, Instagram-Content. Und schlussendlich hat es dann mich auch noch ins Wasser bewegt. Mehr dazu sehen wir übrigens im Adis im Video. Wir sind jetzt an der Final Destination angekommen, am Lady Staatsersee auch genannt. Wir haben da schon einige nice Pics geshootet, vielleicht blende ich sogar jetzt mal noch etwas ein, das ist von vergangenen Trips. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir stellen das Büsschen dort hinten und machen jetzt noch ein paar letzte geile Shots. Der Sayan macht das gleiche wie ich im Adis im Video gemacht habe, nur mit Badhose. Also, ich glaube, wir sehen uns morgen wieder. Oder morgen. Let's go. Was ich gesagt habe, ist nichts geworden, weil wir sind dann auf höfliche Art ziemlich schnell verscheucht worden und dann müssen einen kleinen Sprint anlegen. Aber natürlich, Digga, während dem Wegdriven macht jetzt das Auto noch. Das war Pix. Du magst mischen da Ah, ich muss noch einen Pix machen. Schau dir nach. Wenn das nicht ein nice Spot gibt, Digga, dann bin ich aber mad. Da vorne in St. Moritz angekommen, zeigt er jetzt den Sayan. Merkst du, es regnet ganz fein. Ein bisschen, ja. Aber irgendwie. Ja, komm, das wird geil. Das wird geil. Oh! Wie erfrischend das Wasser vom St. Moritzer See war. Geil! Wir haben uns nämlich auf den Weg gemacht auf Vaduz, haben dort ein paar geile Pics gerissen. Und der Sayan hat natürlich Also Unio, wenn du das richtiges Model willst. auch noch gemodelt. Über die Nacht sind wir noch in Salmsach stecken geblieben und haben uns einer kleinen Schlammschlacht gewidmet.
Wir haben es dann irgendwann geschafft, mit dem Büssli aus dem Schlamm rauszukommen. Wir haben es geschafft! Boah, da stinkt es nach Scheiße, Digga! Oh, Alter, da stinkt es nach Scheiße! So, guten Morgen miteinander. Die Jungs haben dann sich ein bisschen parat gemacht und ich war zu dieser Zeit noch nicht gebüssen. Ich habe mich dann währenddem, dass sie das Büssli probiert haben anzulaufen lassen, mich reingeschlichen. Okay. Oh yeah! Oh yeah. Dann haben wir uns auf den Weg gemacht, zum zu Morgen essen. Also Adi, was machen wir jetzt? In Romanshorn angekommen, haben wir unser Büssli verschlossen und uns auf den Weg in ein gutes Lokal begeben. Wir haben dann noch ein bisschen die Aussicht am Bodensee genossen. Und haben dann noch unseren Dreck, den wir in der Nacht gemacht haben, bereinigen. Und das haben wir dann erfolgreich geschafft. Und das Büssli konnte abtropfen. Und so haben wir unseren Roadtrip überlebt. Übrigens, Abo, Kommentar nicht vergessen und checkt den Madi und dem Sayan sein Video aus.